Hallo zusammen. Heute erzähle ich euch aus dem Leben von der Mary Edwards Walker. Sie war eine Chirurgin und hat in den Vereinigten Staaten von Amerika gelebt. Ihr Geburtstag war am 26. November 1832. Gestorben ist sie am 21. Februar 1919. Den Text haben Elena Favilli und Francesca Cavallo geschrieben. Die Illustration ist von der Elizabeth Badley. Es war einmal ein Mädchen, das einfach das angelegt hat, was ihr gefallen hat. Stiefel, Hosen, Herrenhemd, Krawatte. Zu dieser Zeit hat man von Frauen erwartet, dass sie eng geschnürte Korsetts und mehrere Petticoats übereinander tragen. Wenn sie so angelegt sind, konnten sich Frauen nur schwer bewegen oder auch nur schnaufen. Doch anders als die Eltern von der Mary ihren Freundinnen, haben an der Mary ihre Eltern gefunden, dass jeder Mensch sich so anlegen soll, wie er will. Auch Mädchen. An der Mary, ihr Vater, ein Landarzt, war überzeugt davon, dass seine Kinder in bequemen Kleidern glücklicher und gesünder sind, vor allem in den heissen und feuchten Sommer. An der Mary war das ganz recht. Sie hat sowieso viel lieber Mannenkleider getragen. Der Vater hat seine 6 Töchter und seinen Sohn bestärkt, zu studieren. Mary hat Medizin studiert und ist eine der ersten Ärztinnen der USA geworden. Sie hat einen Kollegen geheiratet und an ihrer Hochzeit hat sie eine Hose und ein Jackett getragen, weil ihr das besser gefallen hat als ein traditionelles Brautkleid. Mehr als einmal ist Mary von der Polizei festgenommen worden, weil sie verbotenerweise Mannenkleider getragen hat. Für die Mary ist das, was sie angehabt hat, einfach nur Kleidung gewesen. Sie hat das angehabt, wo sie sich drinnen wohlgefühlt hat. Wo der amerikanische Bürgerkrieg ausgebrochen ist sie freiwillig in die Unionsarmee gegangen. Während dem Krieg hat sie vielen Menschen das Leben gerettet. Nach dem Krieg hat man ihr eine Ehrenmedaille gegeben. Die hat sie von dort an immer an ihrem Revers neben der Krawatte getragen. Lasst spätere Generationen wissen, dass ihre Freiheit auch von Frauen in Uniformen garantiert worden ist. Das ist die Geschichte von der Mary Edwards Walker. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Bis gleich wieder. Tschüss!